Und er hat nicht mal gesagt, hey, weißt du was, ich will einfach meine Ruhe haben und so weiter. Weil das hätte ihn nachher automatisch noch weiter runtergebracht. Und darum ist es auch umso logisch gewesen, dass er nachher mit anderen Leuten, die dort gestanden sind, wieder einen auf Entertainer gemacht hat. Wieder einen gefunden hat, boah, Skaten, hure geil, bam. Und das Ganze hat sich einfach so nicht echt angefühlt. Kürzlich bin ich mit einer Frau in einem Kaffee gehockt. Es war ein wunderschöner Sonntagnachmittag und wir haben gefunden, jetzt hängen wir es mal. Und das Kaffee war relativ voll. Es hat relativ viele Leute gehabt. Und während wir uns unterhalten haben, ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, es hat rechts, von mir aus gesehen, hat es rechts zwei jüngere Herren gehabt, der eine war am Buchlesen und der andere war am Handy. Aber speziell der am Handy hat sich immer wieder für unser Gespräch interessiert. Und zwar hat er immer wieder zu uns rübergeschaut und hat das Handy weggetan. Und ich habe mir nichts gross daraus gemacht. Jetzt ist es aber dann passiert, dass ich mal zu ihm rübergeschaut habe und unsere Blicke haben sich gekreuzt. Und so ist auch ein kleines Gespräch entstanden. Und unter anderem ist es um Folgendes in dem Gespräch gegangen. Und zwar habe ich gefunden, und geniessest du auch das schöne Wetter? Und er hat gefunden, ja. Und dann habe ich gefunden, ja, du bist aber auch relativ knapp bekleidet. Gehst du in dem Fall nachher noch baden? Dann hat er gesagt, ja, normalerweise hätte ich nur ein Bikini an, aber jetzt heute hat es nicht gelangt. Okay. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt eine witzige kleine Konversation, nichts Spezielles. Und dann habe ich so gefunden, ja, also du könntest ja, also ich kann dir empfehlen, es gibt ein Klausschwimmen im Dezember, wenn du gerne so in dem kalten Fluss willst baden, dann empfehle ich dir das sehr. Dann hat er gefunden, ja, also das Klausschwimmen kenne ich, das tue ich selber organisieren. Dann habe ich gefunden, okay, wenn du jetzt zufällig da bist, ja schön, cool. Und so hat auch der kurze Einstieg hat dann auch ein Ende gefunden und ich habe mich wieder mit meiner Begleitung unterhalten. Und dann ist mir aufgefallen, und zwar, ich wollte dann mit dem anderen Typ wieder das Gespräch kurz anfangen, etwas fragen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und was dann passiert ist, er hat mich einfach komplett ignoriert. Ich wollte irgendetwas fragen und er war am Handy und hat keinen Wank gemacht. Er hat nicht ein bisschen zu mir angeschaut, als wäre ich ein Geist. Ghosting, es gibt ja das Wort Ghosting. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht hat er mich ja nicht, hat das nicht realisiert, dass ich mich mit ihm unterhalte. Vielleicht hat er ja gedacht, ich spreche mit einer Frau. Und ich habe mich dann nochmal eingewendet, habe gefunden, hey, du, schnell eine Frage. Und habe mich immer noch ignoriert. Er war am Handy und hat einfach vor sich angegrinst. Und ich habe gemerkt in mir inne, dass ich mich einfach scheiße fühle. Dass ich mich ignoriert fühle. Und ich habe gedacht, liegt das an mir? Und dann habe ich zu seinem Kollegen übergeschaut. Der Kollege hat mich wahrgenommen und ich habe ihm so gesagt, hey, du, ich meine ihn. Und er hat auch nicht reagiert. Er hat mich immerhin angeschaut, aber er hat nicht reagiert. Und ich habe mir gedacht, was läuft da falsch? Und nachdem er, also der am Handy, hat aufstehen, also er ist aufgestanden, hat gehen, ist mir aufgefallen, dass ihm der Schal runtergefallen ist. Also er hat den Schal auf dem Stuhl gehabt und der ist ihm am Boden gefallen. Und ich habe ihm gesagt, hey, dir ist ein Schal am Boden gefallen. Und er völlig perplex, danke. Und ich so, hä, was ist jetzt das? Vorher hat er mich noch nicht wahrgenommen, er hat zumindest so da. Und jetzt, das hat er wieder realisiert. Das ist ein bisschen komisch. Und ich habe mich einfach in dem Moment leichtwütig gefühlt. Also ich bin leichtwütig, ich bin leicht gereizt. Ich habe gefunden, was soll das? Er ist schon an die Tresen gegangen und hat mit dem Typ an der Bar geredet, hat dort zahlen. Und dann habe ich gefunden, was soll ich jetzt in dieser Situation machen? Soll ich jetzt das so sein lassen oder soll ich da etwas daraus machen? Soll ich ihn darauf ansprechen? Und ich gefunden, scheiß drauf, ich spreche ihn darauf an. Ich bin dann zu ihm angegangen, in einer Ruhe und habe gesagt, hey, du hast eine Frage. Warum, ich bin mir das einfach nicht gewöhnt, warum hast du mich vorher ignoriert? Und er hat gesagt, was ignoriert? Ich habe dich nicht, ich will einfach meine Ruhe haben und du bringst da irgendwelche Sachen und hat noch Vorwürfe gemacht irgendwie. Und dann bist du noch bei deiner Frau nicht gut angekommen und so. Es geht mir eigentlich alles am Arsch vorbei. Dann habe ich gesagt, ja, und jetzt, die kann es am Arsch vorbeigehen. Aber ich erwarte von dir, dass du, wenn du deine Ruhe willst, dass du mit mir kommunizierst.
dass du mir sagst, hey, weißt du was, ich will meine Ruhe haben. Und das hat er irgendwie nicht eingesehen. Er hat gefunden, du denkst einfach zu viel. Vielleicht kennen das Thema gewaltlose Kommunikation. Also er hat mir einen Vorwurf gemacht, er hat gefunden, du bist so und so. Statt, ich finde, ich habe das so wahrgenommen, oder ich finde, du hast das so und so gemacht und das finde ich so und so. Er hat gefunden, du bist so und so. Einfach einen Vorwurf gemacht. Er hat gefunden, das ist interessant. Wieso sagst du, dass ich so und so bin? Also, was hat das jetzt für einen Zusammenhang? Ja, ich will einfach meine Ruhe haben. Ich so, eben, dann solltest du mit mir kommunizieren. Auf jeden Fall. Das Gespräch ist dann etwa so dann weitergegangen, dass ich ihm gesagt habe, du doch bitte das nächste Mal mit den Leuten reden. Und dann war es beendet gewesen. Ich habe mich von ihm abgewendet. Und dann, ich meine, das war schon überraschend gewesen, die ganze Reaktion, dass sie mich ignoriert haben und so weiter. Und dann ist nochmal etwas Interessantes passiert. Und zwar, dann fängt er an mit irgendwelchen Gästen, die er wahrscheinlich nicht mehr gekannt hat. Zum Beispiel mit einem Skater hat er angefangen, ein Gespräch angefangen. Und er hat wieder voll einen auf Entertainer gemacht. Wieder voll einen auf High Energy. Hey, Skate und so, habe ich auch mal gemacht, voll geil, du bist ein geiler Sieg, bam. Und dann noch mit der anderen und dann noch mit der Bardüse und so weiter. Und ich habe mir gesagt, was soll das? Wenn du wirklich eine Krise hast, wenn du wirklich scheiße drauf bist, wieso fängst du dann noch mit anderen Leuten an? Und als ich mich da mir die Zeit genommen habe und auch noch mit einem Kollegen darüber geredet habe, ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, was er gemacht hat, und das ist eigentlich so der Link zu dieser ganzen Geschichte von meinem Intro. Und zwar, warum das Menschen einen ignorieren. Warum das passiert. Und zwar hat das viel mit dem Energielevel zu tun, viel mit der Selbstsicherheit, mit dem Ego. Und zwar, was passiert ist von der Dynamik. Er war dort, hat eine scheiß Zeit gehabt, hat gefunden, ich lenke mich jetzt ein bisschen ab, ich trinke ein bisschen Eis und so. Treffe noch einen Kollegen. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Er war schon interessiert, hat übergeschaut, bin ich ins Gespräch gekommen. Und er hat gedacht, er bringt jetzt mal ein paar geile Sprüche. Wahrscheinlich, ich nehme mal an, er hat viel mit Menschen zu tun. Er hat ein paar geile Sprüche gebracht, so, ja, er hat nämlich auch gesagt, ja, ich habe normalerweise so Borat-Unterhosen und so, ein Bikini und was auch immer. Einfach so Sprüche, wo normalerweise dann die anderen so vielleicht in seiner Erwartung dann gesagt hätten, okay, cool. Und vom Energielevel wäre er einfach eins oben dran gewesen. Wenn ich jetzt da gewesen wäre, wäre er etwa da gewesen. Aber was da passiert ist, so habe ich das interpretiert, ich konnte das Level halten, das er gehalten hat. Ich habe nämlich ich habe einfach über die genau gleichen Sprüche gebracht wie er. Und er hat dann gefunden, fuck, das fühlt sich nicht gut an. Ich fühle mich schon scheiße. Ich kann jetzt nicht andere Leute wie auf eine Art fertig machen, ist vielleicht das falsche Wort. Ich kann jetzt nicht anderen zeigen, dass ich der geilere Sieg bin. Ich kann mir nicht jetzt die sofort Bestätigung bekommen, dass ich in dem Moment mich besser fühle, dass ich besser bin. Sondern der kann mindestens mein Level halten. Und dann hat er mich ignoriert. Und er hat nicht mal gesagt, hey, weißt du was, ich will einfach meine Ruhe haben und so weiter. Weil das hätte ihn nachher automatisch noch weiter runtergebracht. Und darum ist es auch umso logisch gewesen, dass er nachher mit anderen Leuten, die dort gestanden sind, wieder einen auf Entertainer gemacht hat. Wieder einen gefunden hat, boah, Skaten, hure geil, bam. Und das Ganze hat sich einfach so nicht echt angefühlt. Der Typ hat innerlich wirklich leer ausgesehen. Und das ist okay. Ich meine, jeder hat mal so Phasen, dass er sich so fühlt. Aber was ich nicht verstanden habe, eben, dass er einfach mich danach ignoriert hat. Aber ich will dir einfach jetzt mit dem Video, ist vielleicht ein längeres Video, ich will dir das einfach erklären, wie das mit der Dynamik passiert. Sein Ego war da unten und da kommt jemand, wo er könnte irgendwie ein besseres Gefühl bekommen, wie eine hübsche Frau, die irgendwie in den Ausgang geht und eigentlich momentan eine schwierige Phase durchmacht, sich vielleicht ein bisschen auftakelt und was auch immer, und ein bisschen einen schönen Ausschnitt zeigt. Und dann wird sie angemacht von Männern, wo sie anhimmelt. Und in dem Moment fühlt sie sich einfach besser, aber glücklich macht sie es nicht. Sie fühlt sich in dem Moment irgendwie in einem High rein, aber danach ist es wieder vorbei. Und genau das ist mit ihm auch passiert. Das war es vom heutigen Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann mach dir doch mal Gedanken, wenn du das letzte Mal erlebt hast, dass du von einer anderen Person ignoriert worden bist. Und du dir mal Gedanken machen, wieso dass die Person so reagiert hat. Macht das irgendwie Sinn, die Aussage, die ich jetzt in dem Video gemacht habe? Wenn ja, schreib es in die Kommentare rein. Wenn nein, natürlich auch. Ich freue mich wirklich, wenn du mir schreibst. Du kannst mir auch eine persönliche Nachricht schreiben. Und das war es vom heutigen Video. Man sieht sich bald wieder. Ich bin Janusz von Deep Connection. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao zusammen.